So, Freunde, weiter geht's hier bei Zurück in Zukunft im Spiel. Episode 3, Part 4 bereits, also von dem her gesehen. Und ja, wir müssen irgendwie Leech dazu kriegen, dass er gegen uns verliert. Den Schlussakkord aber noch irgendwie Intus, aber der Anfang ist nicht mehr so ganz, naja, bekannt. Ja? Ich will eine Rev... Ach, So, ein bisschen schneller. Ich hab dich. Ja, pass auf. So, wo steht Leech nun von Anfang an? Er steht dort. Vielleicht. Ich darf ihn nicht auf mein, also hier hinlassen. Das ist mein Verstärker und so. Das geht also nicht. Das war ein Luftsprung, aber ich darf nicht weg, verdammt. Ah, jetzt. Yeah, man, ich spiel dich an die Wand, man. So, der Rest ist einfach. Ich muss wieder zurück zu meinen oder direkt schon auf die Plattform klettern. Ne, könnte auch die falsche gemeint sein. Ich gehe mal hier hin. Ich bin offen, yo. Ja. Yeah, man, ich spiele an die Wand, Mann. In dem Kopf, Mann, das ist groovy. So, jetzt reicht's aber. Jetzt mache ich ihn platt, Mann, darauf könnt ihr gefasst sein. Nein, Mann, was macht der Trottel da? Ich glaube, es hackt doch langsam. Das ist doch einfach nicht zu fassen. Machen wir so zurück. Toll. Und bleib gefälligst da oben, du Arsch mit Geige. Yeah, Mann. Hüpfer. Jetzt ist Leech im Arsch. Oh, der muss wehtun. Martin McFly, das war total abgefahren. was soll ich sagen? Manche haben's und manche eben nicht. Du hast meine Kopfplatte zerbrochen. Ich glaube, ich habe ein neues Idol. Komm her. Warte, ich habe eine bessere Idee. Wie hast du mich genannt? Ein Spießer? Jedes Mädchen kann mal einen Fehler machen, oder? Oh. Oh Gott, die geht gleich ab. Rowdies! Verbrechen! Officer Parker? Ich habe diese zwei Rowdies erwischt, wie sie gegen die Vorschriftennummer Jennifer? Daddy 476D verstoßen haben. Mit geöffnetem Mund? Und Zunge. Du bist zu weit gegangen, Jennifer. Was ist denn daran so schlimm? Das sind nur die Hormone. Halt! Solche Worte benutzen wir in dieser Stadt nicht. Zu dir komme ich später noch, junge Dame. Wir müssen uns gründlich unterhalten über das Bürger-Plus-Programm. Was? Ach, kommen Sie. Officer, geben Sie Mr. McFly Strafpunkte nach 476D. Ich kümmere mich um Ihre missratene Ja, Ma'am. Tochter. Und das ist dafür, dass meine Tochter jetzt Ärger mit Bürgerin Edna hat. Jetzt halte ich von Ärger fern, sonst bekommst du es mit Bürger Brown zu tun. McFly! Hey, Jennifer. Bist du immer noch wütend auf mich? Wütend? Ach, zu sehen, wie mein Vater knallrot anläuft, war die Gefahr, in das Bürger-Plus-Programm gesteckt zu werden, allemal wert. Klasse.
denn ich muss unbedingt zu... Meine Güte, Martin, was ist in dich gefahren? Alkohol, Hunde, Knutschen in der Öffentlichkeit? Als ob du ein völlig anderer Mensch wärst. Ein viel coolerer. Ich weiß, es ist nicht leicht zu verstehen, aber ich bin der ich immer war. Alle anderen sind anders. Und hör auf, mich Martin zu nennen. Ich heiße Marty. Nun, Marty, was steht als nächstes auf deiner Liste? Bänke umwerfen? Vielleicht. Was muss man tun, um sich eine Menge Ärger einzuhandeln? Ich, glaube, du wirst es gleich wissen. Sieh da, Bürger! Verschwinde von hier, Jen. Kein Problem. Sind Sie Martin Seamus McFly? Ja? Wir haben einen Haftbefehl gegen Sie. Haftbefehl? In den letzten 24 Stunden haben Sie über 15.000 Strafpunkte angesammelt. Ui. Cool. Sind Sie das, Mr. McFly Junior? Ist es cool, als Krimineller mit schwacher Moral gebrandmarkt zu sein? Ich bin nicht schwach. Sie stecken schon bis zum Hals in Schwierigkeiten. Ärger? Meine Güte, ja. Aber keine Sorge. Wir werden uns um Sie kümmern. So wie sich Ihr Bürger-Plus-Programm um Biff kümmerte? Vielleicht. Das Programm braucht dringend neue Freiwillige. Aber wir wollen nicht voreilig sein. Hören wir uns zuerst an, was Bürger Brown zu seiner speziellen Neigung zu antisozialem Verhalten zu sagen hat. Sie bringen mich zu Bürger Brown? Unverzüglich. Officers, bringen Sie ihn fort. Ja, Ja, Ma'am. Es ist an der Zeit. Oh ja. Ich habe immer gewusst, dass Ihr Einser-Schüler Musterknabengehabe nur Scharade ist. Ja, ja. Stille Wasser sind tief. Tja, es ist an der Zeit. Herein, Bürger. Martin McFly, Alter 18, wohnhaft im Sektor L. Vater George, Mutter Lorraine, Präsident der Junior Brown Brigade. Empfänger eines Vollstipendiums für das Strickland College. Gewinner des vom Rathaus vergebenen Betragenspreises. 0 Strafpunkte bis heute Morgen. Er stellt sich ganz klar die Frage, Mr. McFly, was ist mit dir passiert? Doc Emmett Brown. Meine Güte, Doc, was ist mit Ihnen passiert? Doc? Interessant. Du hältst mich für einen Doktor. Dir ist anscheinend bewusst, dass du an einer Art psychischen Störung leidest. Das ist ein gutes Zeichen, Martin. Natürlich bin ich kein echter Doktor, aber ich habe die Mittel, um dir zu helfen, wieder in die gesellschaftliche Normalität zurückzukehren. Beginnen wir mit ein paar Fragen, damit ich einen Ausgangspunkt habe. Ja, starke Frisur übrigens. Meinetwegen. Bringen wir den Unsinn hinter uns, dann sage ich Ihnen, was Sache ist. Du sagst mir, was Sache ist? Ich höre. Diese ganze irre Welt, die Sie geschaffen haben, sie ist total krank. All die dämlichen Regeln und alle benehmen sich komisch. Mein Vater ist ein seltsamer Spanner, Mom ist total im Eimer und Jennifer macht mir irgendwie Angst. Und Biff, er ist wie ein Zombie oder sowas und im Grunde ist das alles Ihre Schuld. Ah, ich verstehe. Dann geht es ja eigentlich mehr um mich als um dich. Ja, Du hast das alles auf dich genommen, um mit mir persönlich zu sprechen? genau. Ein Hilferuf, sozusagen. Ja, nein, Sag mir, Martin, hängt deine Mutter wieder an der Flasche? Da geht's echt um sie oder geht's um ihn? vergessen Sie meine Mutter, sie ist hier nicht das Problem. Deine Mutter darfst du niemals vergessen, Martin. Deine Eltern sind Autoritätspersonen. Und Respekt für Autoritäten ist absolut unentbehrlich für die Ordnung in Hill Valley. Ich bin erstaunt, dass dein Vater dich noch nicht zur Vernunft gebracht hat. Eigentlich ist er ein sehr fügsamer und entgegenkommender Bürger. Sie meinen ein total verdrehter Bürger. Er sollte Science-Fiction-Autor sein, kein Spanner. Und Sie sollten eine Zeitmaschine erfinden. Zeitmaschine? Ja, hören Sie, Doc. Sie erinnern sich nicht, doch Sie haben eine Zeitmaschine gebaut. Aus einem DeLorean. Warum? Das habe ich mich damals ja auch gefragt. Einfach nur so, würde ich sagen. Und der Stahlrahmen des DeLorean war aus irgendeinem Grund wichtig. Was weiß ich. Faszinierend.
Ja, das ist faszinierend. Es ist faszinierend und großartig und unglaublich, aber das wissen Sie nicht, weil Sie nie erfunden haben. Sie sind nicht der echte Doc Brown. Sie müssen mir glauben. Und das liegt daran? Dass alles durcheinander kam, als ich zurück nach 1931 reiste. Klingt, als wäre diese Zeitmaschine eine sehr unpraktische und gefährliche Erfindung. Hat doch nicht ganz unrecht. Nein, ich meine, ja. Was ich meine ist, dass sie zwar viel durcheinander gebracht hat, aber auch vieles besser wurde. Zum Beispiel meine Eltern. Nur dank ihrer Zeitmaschine wurden sie erfolgreich und glücklich. Dann sind sie glücklich. Nein, sind sie nicht. Weil sie mich wieder in die Vergangenheit gerufen haben und ihre Zeit gerade und die aller anderen verändert wurde. Ich verstehe. Nein, das tun sie nicht. Denken Sie nach, Doc. Erinnern Sie sich nicht? Wir kannten uns, als Sie 18 waren. Ich bin Michael Corleone. Unglaublich. Der Fall ist ernster, als ich dachte. Der Junge hat eine veränderte Realität erfunden. Ja, wäre mir echt so blöd. Nein, das hier ist die veränderte Realität. Meine Realität ist die reale Realität. Ganz ruhig, Martin. Ich mache dir keine Vorwürfe. Der Fehler liegt bei uns, nicht bei dir. Scheinbar gab es einen schweren Fehler bei deiner sozialen Anpassung. Sie verstehen nicht. Nein, noch nicht. Aber ich will es verstehen. Ich will die Wurzel deines Problems finden. Sprich weiter. Nimm dir Zeit. Sieh dich im Zimmer um. Vielleicht regt irgendwas hier dein Gedächtnis an. Kein Problem. Nehmen wir doch zum Beispiel mal seinen Vater. So sah also Richter Brown aus. Ich habe ihn nie gesehen. Natürlich nicht. Er starb, bevor du geboren wurdest. Er war mein größter Unterstützer. Nach meiner Frau natürlich. Das ist eine Veränderung. Das letzte Mal, als ich ihr jüngeres Ich sah, hatten Sie und Ihr Vater einen großen Streit wegen Ihrer Entscheidung, Erfinder zu werden. War es nicht so? Beeindruckend detaillierte Wahnvorstellung. Sprich weiter. Noch richtig lustig. Etwas an dieser Uhr kommt mir bekannt vor. Okay, sehen Sie sich dieses Bild von Einstein an. Der Hund? Das Verstecken gefährlicher Tiere ist eine Ordnungswidrigkeit. Ja, das wurde mir schon gesagt. Aber Sie haben vor langer Zeit genau dasselbe Tier versteckt. Erinnern Sie sich an den Testlauf Ihres Raketenautos? Einstein ist auf dem Gerichtsgebäude gelandet. Ich erinnere mich an so etwas, aber natürlich kann das nicht der gleiche Hund sein. Daran ist auch nichts natürlich. Einstein ist auch ein Zeitreisender, dank Ihrer Erfindung. Exzentrische Fantasie. Bitte, fahr fort. Oh Mann, er geht mir langsam auf den Sack. Was sonst ist sowas denn irgendwie? Ich weiß nicht, ob er gerade einen Touchdown feiert oder eher angekettet ist. Das Glas ist halb voll, Marty. Halb voll. Was haben wir sonst noch so? Hey, das ist Ihr Aquarium. Ja, das ist mein Aquarium. Sieht ohne die Bakterien gleich viel besser aus. Was? Edna hat es reinigen lassen? Ja, aber 1931 war es voller Bakterien, mit denen wir Raketentreibstoff produziert haben. Wissen Sie noch? Hör auf, mich so zu verwirren. Mein ganzes Leben habe ich dem praktischen Nutzen von Technologie gewidmet. Für eine effizientere, geordnete Gesellschaft. Da kannst du jeden fragen. Er wird es dir bestätigen. Sie wissen es besser, oder, Emmett? Nein. Siehst du dieses Foto? Ich trage es bei mir als Erinnerung an den Moment, an dem mein Lebensweg klar wurde. Der 25. August 1931. Der Tag, an dem ich ganz allein Kit Tannen, die Geisel von Hill Valley, Was denn, festnahm. ganz alleine? Und nicht zufällig auch der Tag, an dem ich Edna Strickland für mich gewann. Meine wissenschaftliche Muse und Liebe meines Lebens. Sieh her, das ist ein junger Mann, der seine Bestimmung kennt. Ich sehe da etwas anderes. Was siehst du denn? Naja, zum Beispiel... Spiel? Genau. Könnte das sein? Ich denke schon. Was? Das bin ich. Und Sie. Das andere Sie.
Das bin ich. Und du? Aber wie? Michael? Das ist unmöglich. Nein, das ist Wissenschaft. Ihre Wissenschaft, Doc. In dieser anderen Welt, von der du sprichst, bin ich dort glücklich? Sogar sehr glücklich. Sie haben 2 tolle Söhne. Söhne? Ja, und eine fantastische Frau. Nicht Edna? Nicht im entferntesten. Und ihre Erfindung. Doc, Sie können überall hinreisen, in jede Zeit. Sie sind der glücklichste Mann im Universum. Und was ist mit Hill Valley? Hill Valley? Wissen Sie, es gibt schon Probleme. Ein bisschen Stadtverfall hier, ein wenig Verbrechen da. Es ist eine normale Stadt. Die Menschen sind meistens glücklich. Und auch wenn sie unglücklich sind, dann nicht so unglücklich wie in Ihrem Hill Valley. Halt! Es gibt keine unglücklichen Menschen in meinem Hill Valley. Hören Sie auf. Sie glauben nicht Meine wirklich... Bürger leben in Recht und Ordnung. Niemand hat Sorgen. Niemand beschwert sich. Nur weil Sie sich nicht trauen? Mann, öffnen Sie doch mal die Augen. Sie und Edna haben alle eingeschüchtert. Für dich, Mrs. Brown, Jungchen. Doc, Red mich gefälligst mit euer Ehren an. Meine Frau und ich haben über 50 Jahre gearbeitet, jeden wachen Moment geopfert, um Hill Valley von Laster und Chaos zu befreien. Und du wagst es zu behaupten, unsere Bürger wären unglücklich? ja, das tue ich. Ich habe es gesehen. Sie haben nur Angst, es zu sagen. Angst? Angst wovor? Angst vor den Konsequenzen Ihrer Taten, Doc. Dieser Ort ist wie ein Polizeistaat. Unsinn. Ich kann es beweisen. Na gut, Zeitreisender, tu das. Und bis dahin ist eine wilde Geschichte für mich genau das. Die Geschichte eines Verrückten. Und ich habe festgestellt, dass es die beste Behandlung ist, dem Wahnsinn seinen Lauf zu lassen. Dann ist das Gespräch beendet? Soll ich etwa gehen? Ja bitte, ich bin sehr beschäftigt. Ich muss mich um eine Stadt kümmern. Gut, aber ich komme wieder. Mit Beweisen. Gar nicht gut, gar nicht gut. Doc will also einen Beweis, dass Hill Valley nicht so perfekt ist, wie er glaubt? Bitteschön, hier kommt er. Dad! Nimm das Band raus, Sohn. Ich glaube, es ist zurückgespult. Wow, wow, ganz ruhig. Setz dich. Schätze, ich war kurz weggetreten, bin vom Stuhl gefallen. Gefallen, jemand hat dich niedergeschlagen. Niedergeschlagen? Unmöglich. Wir sind sehr stolz darauf, dass Akte physischer Gewalt in Hill Valley praktisch der Vergangenheit an... Ah! Wer war das? Weißt du's? Das kann nicht wahr sein. Es muss hier irgendwo einen Hinweis geben. Ja, übrigens Leute, sorry, wenn's vielleicht klingt es gerade ein bisschen so stockend, so im Sinne von aber draußen donnert es gerade und es hagelt scheinbar auch, das kann ein bisschen sich beeinflussen. Aber egal, ein Schläger. Dad, der Schläger hier gehört nicht uns, oder? Nein, nein. McFlys benutzen nie Aluminiumschläger. Nur Holz. Seltsam. Nicht anfassen, das ist Beweismaterial. Wofür? Oh, warum würde jemand einem netten Sektor-L-Bürger wie mir so etwas antun? An was kannst du dich noch erinnern? Ich habe hier gesessen und kopierte noch eine belastende Szene auf meine Bänder. Meine Bänder, was ist mit meinen Bändern? Bleib ruhig, Dad. Sind sie auf dem Boden? Sie sind in einer Kiste, darauf steht Rohmaterial. Alter, der wird im Hintergrund gerade ein bisschen laut. Ist auch nur für Leute, aber jetzt irgendwie abbrechen, ja auch doof. Was? Rohmaterial? Also ich sehe da irgendwie gar nichts. Aha, ja. Die Hülle natürlich auch schon. Das Rohmaterial. Gott sei Dank. Sekunde. Siehst du? Ich sagte doch, dass du voreilige Schlüsse ziehst. Diese ganzen düsteren Vermutungen über Diebe und Angreifer, dabei war sie die ganze Zeit. Leer. Was? Hier sind keine Bänder. Aber ich bin mir sicher, dass sie da drin waren. Bevor dieser jemand dir einen übergezogen und sie dir weggenommen hat. Meine Güte, ich wurde beraubt. Beraubt in Hill Valley. Damit kommen sie nicht. Oh! Keine Sorge, Dad. Wir kommen schon dahinter. Wer? Wer konnte mir das nur antun?
Edna? Wer will nicht, dass Doc ein klares Bild von Hill Valley bekommt? Edna. Du meinst, ich wurde von der schon etwas betagten Frau des Bürgermeisters beraubt? Nicht direkt. Nein. Ach, es nützt nichts. Die Bänder sind weg. Ich kann jetzt nur noch hoffen, dass sie nicht auftauchen und mich in Schwierigkeiten bringen. Dad, wir können nicht aufgeben. Vielleicht gibt es hier noch mehr Hinweise. Wozu? Selbst wenn wir herausfinden, wer die Bänder gestohlen hat, können wir sie nicht zurückholen, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Wir müssen doch irgendetwas tun können, um an die Bänder zu kommen. Nun, wir könnten neue machen. Können wir? Sicher? Es könnte etwas dauern, aber wenn du deinem alten Herrn hilfst, sollten wir nicht länger brauchen als, sagen wir, 6 Monate? 6 Monate? Aber ich brauche die Bänder jetzt. Du brauchst die Bänder? Was ich damit meinte... Ja. Das muss man Bürger Brown lassen. Ich habe versprochen, ihm Beweise zu liefern, dass Hill Valley nicht so glücklich ist, wie er glaubt, als ich in seinem Büro war, bevor ich hergekommen bin. Was denn? Du hast mit Bürger Brown gesprochen? Es war nicht einfach, glaub mir. Ich musste alle möglichen Regeln brechen. Du hast Regeln gebrochen? Streunende Hunde aufnehmen, Mädchen küssen, mit Mams Flachmann erwischt werden. Das ist die abwegigste Geschichte, die ich je gehört habe. Sie ist wahr. Du vergisst, ich bin dein Vater, ich kenne deine Geschichte. Tja, die Geschichte hat sich geändert. Beweis es. Ja, das machen wir im nächsten Part, Freunde. Sorry, aber es ist ein bisschen lauter draußen. Es donnert ständig und Regen und der Hagel geht ein bisschen sehr laut. Als nächsten Part geht es weiter und dann hoffentlich können wir, dem Doc das alles beweisen und dann mal gucken, wie es weitergeht. Hierbei, zurück in die Zukunft, dem Spiel. Ich würde sagen, mal zurück in die Vergangenheit, war also sprich zurück nach 1931, hoffentlich ohne Schwierigkeiten. Bis dahin, tschüss.